Du mir nicht antun. Ich dir? Ach, halt die Klappe, du weißt genau, wovon ich spreche. Oh ja, weiß ich. Du sprichst von dir. Nein, was lass gibt's das, sonst lass Neues? davor, dass ich mich zum Gesprächsthema mache? Hör zu, ich versuche hier was zu schaffen, was Wichtiges. Das ist nicht wichtig. Es ist wichtig für mich. Okay? Vielleicht nicht für dich oder für deine zynischen Freunde, deren Ehrgeiz darin besteht, rasend schnell bekannt zu werden. Aber für mich. Ach, das ist meine Chance, endlich was zu schaffen, was wirklich von Bedeutung ist. Von Bedeutung für wen? Für irgendwelche 1000 Jahre alten weißen Bonzen. Aber das interessiert niemanden, nur dich. Und seien wir mal ehrlich, du machst das Ganze doch nicht wegen der Kunst. Du machst das, weil du dich endlich mal wieder wichtig fühlen willst. Aber stell dir vor, da draußen gibt's eine ganze Welt voller Menschen, die kämpfen jeden Tag darum, wichtig zu sein. Und du tust so, als würde die nicht existieren. Du bist der nicht existiert. Du tust das nur, weil du eine scheiß Angst hast, genau wie alle anderen, dass du unwichtig bist. Und weißt du was? Du hast recht. Du bist unwichtig. Das ist unbedeutend, okay? Du bist unbedeutend. Also gewöhn dich dran. Ich bin einer von 100.000, wo meint, dass seine Musik auch wirklich wichtig ist und sich sagt, Alter, die Welt braucht mich. Drum bin ich tagelang am Sachen umschrauben. Doch egal wie viel ich mache, du meinst, ich sag nur ein Fauler, dass ich über die Runde komme. Gehe ich halt Klionen durch, von der Bühne hinter die Bar und nachher noch ein paar Stunden aufräumen. So ist nur am Anfang, aber wart noch, schau, dann kommt der Rubel. Ja, ich muss mich nur verhuren, dann raus kommt mir rauf. Mach für dich auf gute Laune, mach es alles gratis. Weil ja auch mir klar ist, dass die Konkurrenz am Start ist. Es gibt immer einen, der's noch billiger macht. Dann wer schon ein sagen, wenn er liebt, was er schafft. Drum nehm ich auch, was ich kann, bis ich kann, was ich mache. Nur mit gutem Gewissen führt aber mein Franken verlangen. Ich denke an eine Krankenkasse und will grad fürs Alter planen. Doch vergeht mir halt mein Lachen genau dann, wenn dies startet. Was versuchst du zu beweisen? Dass du ein Künstler bist? Das bist du nicht. Nur eine Katze jammert von einem langsam alten Kater. Bald ist es nicht mehr auszuhalten, es zerstört schon Partnerschaften und Erwartungen vom Vater. Aber schauen wir es mal so an, ich will keinen reservierten Platz auf der Arche noch an. Es ist schon wie bei Zeitungen, du musst Werbung schalten und zum auf dem Sofa hocken, wahrscheinlich bald schon zahlen. Ihr redet all von Chancen, wenn mich wirklich nur verarschen. Wenn nur, dass ich gratis arbeite für ein Rüebli vor der Nase. Ich warte ein Jahr auf die Gagen und ich habe schon bald paar Falten. Aber wenn ich nicht mehr will, dann wird's halt ein anderer machen. Also komm, mach jetzt deinen Job und stell ja keine falsche Fragen, weil sonst wirst halt bedroht oder einfach grad verschlagen. Mein Stolz ist mir im Nacken, ich muss es einfach schaffen, bevor ich Hilfe verlange. Werd ich halt begraben, die Gedanken ein fatalen, weil ich's ohne dich nicht machen kann. Ja, ach egal, momentan geht's ja nach. Aber es wird so getan, als wenn wir Kunst machen würden als exzentrisches Hobby. Euer Kram ist eigentlich nichts wert. Wir wollen das umsonst haben. Wir wollen damit machen können, was wir wollen. Und wir scheißen drauf, was du willst oder nicht. Die Gesellschaft, die so mit ihren Künstlern umgeht, ist nichts wert. Das einzig Wahre am Rock'n'Roll ist, dass wir jede Mark, die wir bekommen, selber verdienen. Die bekommen wir von Leuten, die sagen, ja, das ist mir das wert. Ich gebe 99 Cent aus für dieses Lied. Das ist die Idee dabei. Das macht den Rock'n'Roll groß. Alles andere ist Subventionstheater. Ja? Alles andere ist Straßenmusik. Aber ich möchte kein Straßenmusiker sein. Und das ist eine Frage des Respekts und des Anstands. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So wie es eine Frage auch des Respekts und des Anstands ist, nichts im Supermarkt zu klauen, selbst dann, wenn man wüsste, dass man nicht erwischt würde. Und dieselben Leute, diese ganze Verlogenheit, das ist im Grunde ein reines Banausentum, es geht immer nur gegen die Künstler. Und das finde ich höchstgradig unangenehm. Ich kann hier was Bedeutendes schaffen. Das muss ich nutzen. Ich muss.